Unsere Philosophie ist ein wenig so eine enkeltaugliche Kreislaufwirtschaft. Also wir wollen was machen oder was erzeugen oder was bauen oder was bewirken und keinen Blödsinn machen, wo dann unsere Kinder mal vielleicht dafür noch zahlen müssen. Wir haben 2016 auf Bio umgestellt, haben einen Laufstall gebaut. Aber nein, jetzt sind momentan alle froh, dass die Viecher außen sind. Es taugt da nicht. Es ist eigentlich voll kaputt daheim. Ist fast wenig Arbeit, wir sind eine Stunde fertig. Es ist dann halt noch die Zeit für was anderes und ja, es läuft eigentlich so wie es ist, perfekt. Ja. Unsere Kühe haben ein Händel. Wir haben geschaut, dass die Kühe im Stall mehr Platz haben. Viele Leute kennen die Viecher mit Händel gar nicht mehr, aber es ist so und es kommen auch Gäste zu uns, die sagen, das wissen wir, Kühe mit Händel haben eine bessere Milch. Ich genieße das sehr, wenn ich in der Früh in den Stall gehen kann. Taugt mir einfach voll. Ich wollte eigentlich nie Bäuerin werden, jetzt bin ich Bäuerin, wie das Leben halt so spielt. Ja, Bio ist einfach irgendwie, ja, schon schön. Es ist einfach, ja, eine Herzenssache. Und dann haben wir sich entschlossen, wir wollen den Bio-Weg gehen, gemeinsam. Wir bauen um auf Bio, damit wir biologisch landwirtschaften können. Nachhaltig arbeiten finde ich ganz wichtig, auch Ressourcen schonen. Trinkwasser ist was Wertvolles, wenn man nicht alles verbritschelt. Ja, Regenwassernutzung finde ich auch ganz wichtig. Beim Stallbauen haben wir geschaut, dass zum Beispiel dass wir das Wasser so oft verwenden, was möglich ist. Wir haben einmal Zeiten gehabt, da war das Trinkwasser eher knappig, dann haben wir einen neuen Tramport, das passt jetzt alles. Aber trotzdem, das Wasser wird bei uns wiederverwertet. Dann das nächste ist, wir haben vor Vierteljahr eine PV-Anlage aufs Dach gemacht. Also wir sind fast, also wir mögen sie selber versorgen mit dem Strom, den produzieren wir selber. Wir sind einfach biologische Denker und ja, wir leben einfach mit der Natur. Uns taugt das. Ich habe mich am Anfang wirklich daran gewöhnen müssen, aber ich muss sagen, mittlerweile genieße ich das auch sehr. Vor allem, wenn die Gäste dann interessiert sind am Betrieb, wenn sie das hinterfragen, was du tust, wenn du das ihnen erklären kannst. Das ist schon schön.